Es geht heimwärts. Der See ist nicht so sicher, das heisst, ich werde da hinten durch, holen wir noch das Versteck, schauen wir schnell bei dem Kurzwellding. Zum anderen Gang ist die Rex nochmal vorbei. Und dann geht es zurück zu unserem Pelzjäger, ebenfalls besser bekannt unter dem Namen Captain Ahab. Bringen uns im Spieß und dann können wir hoffentlich weiter mit dem Quest. Dann soll sich dann bitte selber mit dem Bär beschäftigen, das ist mir auch wirklich zu blöd. Ich werde schon längstens weg und bei der Asteroid muss ich dann immer noch den blöden Bär noch rennen. Rennen wir da mal wieder eine Runde. Ist im Sommer sicher eine mega coole Gegend gewesen. Das scheint irgendwie auch ein bisschen eine Ferienanlage zu sein. Ne, Arbeiterbaracken. Einfach daran denke ich, bin ganz fett beladen. Da versuche ich so die Abkürzung. Ja, es fängt wieder an zu heulen. Ich hoffe, ich sind rechtzeitig. Es ist richtig meditativ, das Schneegestapfen mit der Musik dazu. Man schüpft schon, so, wie es im Dunst langsam hell wird. So, versuche das da von lauter meditativem Getrampel nicht mein Ziel verpasst. Wenn ich jetzt so den Turm mache und keine Ahnung. Aber mache ich auch nicht groß. Also wenn ich jetzt da nicht auf... Looks like a new day is dawning. Ja, habe ich jetzt eigentlich auch gesagt, man kennt sie. Nochmal zulassen da. Nur da hinten durch. Ist nicht so blöd, ich habe gar keinen Platz. Da ist noch irgendetwas zu looten. Bringt es eigentlich überhaupt nicht.
Da müsste sie. Da ist er. That's what I'm looking for. Could end up being useful. Leichte Jacke. Schauen wir mal. Seno. Ein Timberwolf. Was ist ein Timberwolf? Das ist jetzt natürlich schwierig zu sagen, wie fit wird der, wenn ich ihn repariere. 1,7. Wieder das übliche Programm. 04, ich müsste alles da fressen und ich wäre immer noch zu schwer. Habe ich jetzt schon gesagt, dass ich das Spiel hasse? Weißt du, ich repariere mal. Ich repariere mal den Schal. Ich kann das vielleicht auch besser einschätzen, ob sich das lohnt. Jetzt haben wir da noch ein bisschen Zeug weggeschmissen. Das ist 2015, sieht schrecklich aus. Schau mal. Voll blöd. 1,7, 1,4099. Ja, geliebte Kanada-Kappe, du musst weg, weil ich... Geht zu stark. Nein, tut mir leid. Da geht es dort rauf. Sieht jetzt auch wirklich dann aus, oder? Wieder ein Schneehubel, der nicht drüber kommt, der Monsieur. Keine Ahnung, wie man dort durchkommt, aber es freut sich natürlich auch, bringt es überhaupt etwas, dort rauf zu gehen. Platz für... Loot habe ich eh nicht. Wieso ist jetzt... Wieso... Oh, jetzt wieder... Wo kommt jetzt das Gewicht wieder her? Fressen wir etwas. Was mir fast mehr Sorgen macht, ist der Durst. Dass nicht so schnell Durst überkommt, Monsieur. Vielleicht kommt man auch gar nicht durch und es schafft zum sich orientieren. Also, gehen wir zurück. Wieso nicht schon wieder? Wieso habe ich jetzt wieder... Wieso will ich schwerer? Wolf.
muss nachher schauen, wenn ich auf der anderen Seite was schneller ist, ob ich da zu ihm aufgehen soll oder zuerst. Zuerst in mein Lager. Also, jetzt haben wir es gerade geschafft. Zurück vom langen Ausflug. Hä? Nein! Not feeling so cocky now, huh? And all it took was for me to go full-on Grizzly Adams. I'd better get out of here before he comes back. Als ob der Speer weiter wird. Das ist komisch. Naja. Ab zum Mystery Lake. Dort ist es doch wesentlich wohnlicher. So, Deli. Speichern. Ja, es ist ein bisschen länger, aber nur ein bisschen. Also machen wir es auf den Weg zu unserem was ist denn das? Schüsse am See. Okay. Also ich hätte zumindest da noch 2 Action vom... Ich mache mal gleich einen kleinen... Passen tut nichts. Ich mache mal heute, auch wenn total unpassend ist. Einfach für den Fall, dass jetzt mich die Story da rauskatapultiert, ich nicht mehr dort hin könnte. Und ich gleich noch mal schnell schauen, ob es nicht irgendetwas Lohns geht oder ob es einfach nur eine weitere Loot-Gegend ist. Aber jetzt gehen wir noch zuerst mal zum Pelzi, unser Captain Ahab. Ah, das ist glaube ich der Tote. Weil ich immer noch keine Ahnung habe, wer das ist.
Und das müsste ja bedeuten, dass hinter dem Schneehubel die Hütte vom Pilzjäger ist. Jawohl, da sind wir. Todeli, da sind wir ja wieder. Sind da noch Lampen drin? Okay. Speichern. Und... muss noch auf die Uhr schauen. Doch, ich glaube, das schauen wir noch. Da schauen wir mal noch, wo es weitergeht. Did you find it? The legend might be bunk, but the spear is real. Maybe the legend is also real. Let's hope so, for your sake. Yeah, the bear is definitely tracking me. You have any luck with the radio? I did. Did you see the lights in the night sky? The aurora? Well, when that flared up, the radio came to life. Just lit up. Started spitting out noise, but it was all gibberish. Bits and pieces of things. Music. Talking. I think it needs more range. More powerful signal. If we could find a way to boost the signal strength when the aurora is active, might be able to get a message out. Let me guess. You have an idea. You're starting to get it, Mackenzie. I was digging through some old geological survey maps. Those look like military insignia stamped on there. Focus, Mackenzie! Now, this survey shows a series of radio transponder towers that cross back and forth across Great Bear. Now, why would those be there? Good question. But for another time. We can use these. How? Each tower has some electronics that'd serve like a signal booster to make sure the message gets to the next relay. Okay. Well, you get me 2, maybe 3 of those, and I might just be able to rig us up our own signal booster. You might, huh? And I guess I need to do this while Old Bear decides if I'm going to become the next chapter in his legend? Don't be silly. Spence's bear would be long gone by now. That was 150 years ago. Maybe he has, I don't know, genetic memory. Ridiculous idea. But there's definitely a bear out there, and he's definitely interested in you. You'll just have to take your chances. Says the guy safely inside the wooden cabin. Damn it! You think I want to be in here? I need to get a message out, and this might be the only way. What message? What does this have to do with me contacting my friend? There's more at stake than you and your friend! Please, Mackenzie. Get me those boosters. I'll fix the radio, and the first call we'll make will be to Perseverance Mills. I promise. Okay. I'm on it. I'll be back with the transponder parts. Watch your back, Mackenzie. What do I have to worry about? I have a legendary 150-year-old demon bear hungry for my blood. Bullets don't stop him, but I'm armed with basically a medieval weapon, which I'm sure will do the trick. I'm stuck in this winter wasteland where lights in the sky make the power flicker and electronics explode, and the only people I seem to meet are all slightly crazy. And this is all after I crashed my plane deep in the wilderness and somehow lost my ex-wife along the way, and I'd really kind of like to find her back.
don't forget about the wolves. Let's get on with it. Ja. Warum überrascht mich das bloß nicht? Also, das heißt, ich muss wieder zurück in... Ja, okay. Alles klar. Hätte man eigentlich sparen können. Machen wir das nochmal mit diesen Türmli. Gut, bin ich nicht durchgegangen. Nicht schön genervt. Aber zuerst muss ich zurück in meine Basis mal ein bisschen Loot abladen und mich neu vorbereiten. Durst habe ich wieder ein bisschen bekommen, beziehungsweise ein bisschen gelöscht worden. Dann sieht es gar nicht so schlecht aus. Wir sind hier in der Hütte. Das heisst, die nächste Action ist Basis. Dann gehen wir mal noch die Flüsterer dort schauen, was dort abgeht. Und dann zu den Türen hinteren. Das machen wir aber alles in der nächsten Folge. Und bis dahin sage ich Tschüss.